Es ist für sie wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Der Sonderkongress der Zeugen Jehovas im Zürcher Letzigrund. Danke, Jehova. Einfach danke. Der Sonderkongress findet dieses Wochenende statt. Eingeladen sind Leute aus aller Welt, zum Beispiel Menschen aus Taiwan oder den USA. Von Freitag bis Sonntag werden jeden Tag 20.000 Leute erwartet. Das ist das Highlight vom ganzen Jahr. Es gibt wieder Mut zum Weitermachen auf unserem Lebensweg. Die Zeugen Jehovas. Für die einen eine Glaubensgemeinschaft, für die anderen eine problematische Vereinigung. Also ich würde die Zeugen Jehovas als Organisation bezeichnen, die Grund- und Menschenrechte ihrer Mitglieder und von ehemaligen Mitgliedern unterläuft oder gegen diese Grund- und Menschenrechte verstößt. Sagt eine, die Leute unterstützt, die aussteigen wollen. Für wen können die Zeugen Jehovas zur Gefahr werden? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Willkommen bei News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. AC/DC haben dort im Juni gespielt. Die Vibes von Taylor Swift sind so frisch, die hängen noch im Zürcher Letzigrund. Und jetzt werden dort am Wochenende Zehntausende Zeugen Jehovas erwartet. Ihr Sprecher, Dominik vom Niederhäusern, freut sich. Es sind unsere 4 Tage. Es ist dort, wo wir zusammenkommen mit unseren Freunden aus der Bibel lehren. Es gibt Lieder, es gibt Gebet. Das ist schon eine ganze Saison jedes Jahr. Auf der ganzen Welt gibt es rund 6'000 solche Kongresse, kleiner und grösser. Und dieses Jahr haben wir Freude, dass einer von denen in Zürich stattfindet, mit Besuchern aus ganz vielen Ländern, die hierher kommen, die eingeladen werden. Und ich kann es zusammenfassen, ein 4 Tage, die wir genießen. Es ist für die AnhängerInnen darum wie Geburtstag und Weihnachten zusammen, weil die Zeugen Jehovas solche Festtage nicht feiern. Und seit 40 Jahren findet zum ersten Mal wieder ein Sonderkongress in Zürich statt. Grundsätzlich bei der Auswahl nach den Locations, da gibt es ganz viele Kriterien, die drin spielen. Oder? Also in erster Linie ist es, wo gibt es eine geeignete Location? Wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Gibt es genügend Hotel, Transport? Hat es einen internationalen Flughafen? Wie ist das Klima vor Ort? Wie ist die Sicherheit auch, politische Sicherheit? Da hat es uns natürlich gefreut, dass Zürich all diese Kriterien erfüllt. Und dieses Jahr ist ausgewählt worden für so einen Sonderkongress. Dass der Sonderkongress im Letzigrund stattfindet, gefällt nicht allen. Das Letzigrund gehört der Stadt Zürich. Sie hat das Stadion an die Zeugen Jehovas vermietet und ist dafür kritisiert worden, weil die Zeugen Jehovas eben auch umstritten sind. In der Zeitung Blick hat ein Sprecher der Stadt erklärt, dass man alle gleich behandle und nicht diskriminiere. Solange es keine Sicherheitsbedenken gibt oder strafrechtliche Tatbestände vorliegen, würden Anfragen bewilligt. Und darum findet am Wochenende nun der große Event statt. Mit Gottesdiensten, Gesängen und Taufen. Am Samstagmorgen wird getauft. Im Programm steht, dass jeder Täufling angemessene Badebekleidung und ein Handtuch mitbringen soll. So ein Kongress ist eine Welt, die ich nicht kenne. Und mir war bis jetzt nicht bewusst, dass die Veranstaltungen der Zeugen Jehovas sich alle sehr ähneln. Das hat mir der Religionsexperte Georg Schmid erklärt. Das ist den Zeugen Jehovas besonders wichtig, dass sie überall, wo auf der Welt auch immer eine Zeugin, ein Zeuge in eine Versammlung geht, geht es genau gleich zu und her wie in seinem Heimatland. Georg Schmid leitet seit 10 Jahren die kirchliche Fachstelle REL-Info. Das ist ja bei anderen Religionen total anders. Wenn Sie jetzt in Westafrika in einen reformierten Gottesdienst gehen, dann fühlt sich das komplett anders an als in einer reformierten Kirche in der Schweiz. Bei den Zeugen Jehovas ist es genau dasselbe, weltweit genau identisch. Auch das Programm dieser Kongresse, das wird von der Zentrale produziert in allen Sprachen und dann den lokalen Zweigen zugeteilt und die üben das ein, das Programm, und führen es 1:1 so durch, wie es von der Zentrale bereitgestellt wird, damit die Kongresse auch überall weltweit genau den gleichen Inhalt haben. Wann haben zum letzten Mal bei euch Zeugen Jehovas an der Tür geklingelt? Ich muss sagen, ich habe die Zeugen Jehovas etwas aus den Augen verloren. Bei mir hat schon ewig niemand mehr geklingelt und wollte reden und eine Zeitschrift wie den Wachturm oder Erwachet dalassen. Und jetzt ist da dieser Mega-Event im Letzigrund, wo mehrere 10.000 erwartet werden. Wie verbreitet sind denn die Zeugen Jehovas heute in der Schweiz?
Die Zeugen Jehovas haben in den vergangenen 30 Jahren langsam, aber kontinuierlich zugenommen. Vor 30 Jahren hatten wir 17.000 Zeuginnen und Zeugen in der Schweiz und letztes Jahr waren es 20.000. Also so 100 pro Jahr kommen da dazu. Langsames, aber kontinuierliches Wachstum. Die Zeugen Jehovas, die haben ja schon mehrmals den Weltuntergang prophezeit, der dann offensichtlich nicht eingetreten ist. Können Sie erklären, woran genau die Zeugen Jehovas glauben? Das ist schon ein zentrales Thema der Zeugen Jehovas, dass sie der Überzeugung sind, dass das System dieser Dinge auf dieser Erde zu Ende gehen wird. Und zwar bald. Der Planet Erde wird weiter bestehen, also einen Weltuntergang so im klassischen Sinn ist es nicht, aber auf dieser Erde kommt ein völlig neues System. Dieses System, wie wir es jetzt haben, das wird von Gott gereinigt und dann entsteht eine paradiesische Welt ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Verbrechen, wo alle in Frieden leben. Und in dieser Zeit werden die Zeuginnen und Zeugen auf jeden Fall dann dabei sein. Auch Außenstehende haben eine Chance, aber nur, wenn sie keine unvergebbare Sünde begangen haben. Wer zum Beispiel die Zeugen Jehovas kritisiert, der wird da nicht dabei sein. Wer falsch glaubt, wer eine unvergebbare Sünde begeht, der wird vernichtet. Das heißt, die Strafe, die er erhält, ist, dass er stirbt und dann nicht mehr existiert. Und die Zeugen Jehovas werden auferweckt und dann können sie in diesem Paradies dann leben. Und was verstehen die Zeugen Jehovas unter einer Sünde? Zum Beispiel eine sehr umstrittene Frage, die aus Sicht der Zeugen Jehovas ist, wenn ich junger Zeuge oder junge Zeugin bin und ich merke, ich bin homosexuell, wenn ich diese Homosexualität auslebe, dann ist das Sünde und dann besteht die Gefahr, dass ich mir dieses Paradies verscherze. Also Sexualität nur in der Ehe, nur in der heterosexuellen Ehe ist sie okay, aus Sicht der Zeugen Jehovas. Eine sehr problematische Haltung, wenn ihr mich fragt, homophob. Und ich stelle mir vor, dass es für junge Menschen, die in die Zeugen Jehovas hineingeboren worden sind und merken, dass sie da nicht hineinpassen, dass sie es sehr schwierig haben. Ihre bisherige Welt passt nicht mehr und die Welt da draußen auch nicht. Von diesem Gefühl hat Benjamin SRF erzählt. Er ist ein ehemaliger Zeuge Jehovas. Trotzdem hat er sich getraut, auszusteigen. Die Reaktion der Eltern war sehr heftig. Die Mama war natürlich am Flannen. Und ich habe gefragt, darf ich ab und zu vielleicht noch ein WhatsApp schreiben und nachfragen, wie es geht. Und mein Vater schaut mich an mit Tränen in den Augen und sagt mir, wir wollen mit dir keinen Kontakt mehr haben. Die erste Zeit war sehr hart. Ich war sehr allein. Zum Teil hatte ich ehrlich gesagt mit Selbstmordgedanken zu kämpfen, weil ich einfach mit dem nicht wusste, wie umgehen. Auch diese Aussteigerin kennt die Zerrissenheit. Sophie Jones hat es gegenüber der ARD so beschrieben. Bei mir war es ein bisschen schwierig. Also ich bin zwar raus und war aber noch nicht frei. Also ich bin rausgegangen und war eigentlich wie so ein Alien, bin ich durch die Welt getrottet, völlig unsicher. Ich war total paranoid. Ich habe mich viele Sachen auch einfach noch gar nicht getraut. Und ich habe eigentlich alles mit mir selber ausgemacht und mich geschämt, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, dass die merken, dass ich anders bin. Weil ich bei vielen Sachen einfach nicht mitreden konnte. Das kann ich heute teilweise noch nicht. Ich habe noch nicht einmal Harry Potter geguckt zum Beispiel. Werden Leute, die bei den Zeugen Jehovas aussteigen wollen, geächtet? Ihr Sprecher Dominik von Niederhäusern gibt keine klare Antwort. Das ist eine schwierige, pauschale Aussage so zum Tätigen. Wir sind uns, glaube ich, einig, ein Ausstieg aus einem sozialen System oder aus einer Organisation, aus einem Verein, aus einer familiären Beziehung, die hat immer gewisse Kosten, wenn man das so sagen will. Es führt immer zu Veränderungen in den sozialen Verbindungen, die man hat, in Freundschaften, die man hat. Und der Austritt aus einer Religionsgemeinschaft ist dort kein Unterschied. Was wir sicher sagen, ist, dass wir alles daran setzen, jeden mit Nächstenliebe und Respekt zu behandeln. Aber ich kann jetzt hier nicht auf Einzelfälle oder individuelle Fälle eingehen oder die kommentieren. Das Aussteigen, keine einfache Sache. Wer gehen will, wird nicht daran gehindert. Wer gehen will, den hindert die Angst. So verstehe ich den Religionsexperten Georg Schmid. Wer sich nicht mehr an die Regeln hält, wird sogar ausgeschlossen.
Die Zeugen Jehovas halten an niemandem fest, der nicht mehr dabei sein will, der den Glauben, der zum Beispiel sich kritisch äußert, immer wieder klar macht, er teilt den Glauben nicht mehr, der wird mit Gemeinschaftsentzug belegt, wird ausgeschlossen. Es geht eher in diese Richtung, dass das hört man auch häufig in Biografien von Zeuginnen und Zeugen Jehovas, dass sie merkten, sie teilten den Glauben nicht mehr. Sie haben sich ein zweites Leben außerhalb der Zeugen Jehovas aufgebaut und waren dann immer so in Angst, dass wenn das auffliegen sollte, dass sie da eine Art Doppelleben führen, dass sie dann ausgeschlossen werden könnten. Das ist eher diese Drohung, die in Berichten von ehemaligen Zeuginnen und Zeugen häufig vorkommt. Dieses Kontaktverbot, das kritisiert Regina Spiess. Sie ist im Vorstand von JZ Help. Das ist ein Verein, der sich für Betroffene von Zeugen Jehovas einsetzt, wie sie sagt. Es gibt verschiedene Situationen. Eine Situation, der wir sehr häufig begegnen, das sind Leute, die in der Organisation drin sind und die eigentlich diesen Glauben nicht mehr teilen, oft schon seit Jahren nicht mehr, die aber die Organisation nicht verlassen können und wollen, weil sie sonst eben ihre Familie verlieren würden. Sie sagen, meine Kinder würden dann nicht mehr mit mir sprechen oder meine Eltern würden den Kontakt zu mir abbrechen und das will ich einfach nicht riskieren. Und dann geht es darum, wie sie ein Leben führen können unter diesen sehr einschränkenden Bedingungen, wo eben ihnen nicht gewährt ist, dass sie ihr Recht auf Religionsfreiheit ausüben dürfen. Erst gerade hat die Uni Zürich eine Studie veröffentlicht zu den Menschen, die ausgestiegen sind. 1/3 hat von Suizidgedanken erzählt. Einige haben versucht, sich ihr Leben zu nehmen. Vor allem Frauen haben über ein relativ hohes Maß an Kindesmisshandlungen erfahren, sagt die Studie. Befragt worden sind 424 AussteigerInnen. Die Studie ist also nicht repräsentativ. Und genau das wird von den Zeugen Jehovas kritisiert. Wir schauen es ganz vielleicht kurz zusammengefasst als einerseits einseitig an. Und gleichzeitig ist sie auch aufgrund von der Methodik, vom Aufbau her, ist sie nicht so aussagekräftig. Zu den problematischen Punkten wie etwa den Suizidgedanken oder Versuchen hat sich der Sprecher der Zeugen Jehovas nicht geäußert. Was heißt das jetzt? Wie gefährlich sind jetzt die Zeugen Jehovas? Bei den Zeugen Jehovas können wir schön zeigen, dass die Gefährlichkeit einer Gemeinschaft für einzelne Menschen extrem von der Situation abhängt. Wenn ich nicht bei den Zeugen aufgewachsen bin, ich sehne mich nach einer Gemeinschaft, wo es klare Regeln gibt, wo mir klar gesagt wird, was ich machen soll und was nicht. Wenn ich auch zu einer Elite gehören möchte, von denen, die eben erlöst sind, dann finde ich bei den Zeugen Jehovas das, was ich suche und bin da vielleicht auch wirklich glücklich. Wenn ich hingegen in einer solchen Gemeinschaft aufwachse, ich habe mir das nicht selbst ausgesucht, das stimmt nicht zu meinem Naturell, ich bin nicht der Typ, der sich sagen lässt, was er zu tun hat, sondern ich möchte autonom sein, dann bekomme ich in einer Gemeinschaft wie den Zeugen Jehovas schnell Probleme. Und bei den Zeugen Jehovas spezifisch, sie werden dann hochproblematisch, wenn ich dringend eine Bluttransfusion brauche. Weil Bluttransfusionen verboten sind. Unter Umständen sterben die Leute lieber, als Blut anzunehmen. 20.000 Zeugen Jehovas aus aller Welt treffen sich jetzt in Zürich, feiern ihren Glauben, ihre Gemeinschaft, lassen sich taufen, schauen sich die Stadt an. Schwierig, findet Regina Spiess vom Verein JZ Help. Ich finde, das sind Kinder, die keine Lobby haben. Das sind Kinder, wie früher Verdingkinder oder Heimkinder, für die niemand das Wort ergreift. Und deshalb finde ich es gar nicht gut, dass die Stadt Zürich das Letzigrund-Stadion den Zeugen Jehovas überlassen hat, weil genau dort an diesem Kongress jetzt diese Taufen passieren. Und diese Taufen sind die Grundlage dafür, dass diese Kinder später geächtet werden können, wenn sie ausgeschlossen werden. Ich habe mich gefragt, was der Religionsexperte meint, wie wir als Gesellschaft mit den Zeugen Jehovas umgehen wollen. Eine liberale Gesellschaft, der die Religionsfreiheit wichtig ist, muss mit solchen Gemeinschaften umgehen können. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die bei den Zeugen Jehovas glücklich sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Wichtig ist, dass wir für diejenigen Menschen da sind, die solche Gemeinschaften verlassen möchten, dass wir denen auch Hilfe anbieten, dass wir
dass die Personen, die angesprochen werden von umstrittenen Gemeinschaften, dass die auch kritische Informationen beziehen können, dass sie sich sehenden Auges einlassen auf das, was da kommt. Das ist das, wo die Gesellschaft wirklich gefordert ist. Sich informieren und dann entscheiden, ob man dieser Gemeinschaft beitreten möchte oder eben nicht, sagt Georg Schmid. Und das haben wir hier versucht bei News Plus. Zeigen, was hinter den Zeugen Jehovas steckt und was da in Zürich passiert dieses Wochenende. Falls euch was aufgefallen ist oder ihr eine Idee für eine Folge habt, dann schreibt uns am newsplus@srf.ch oder macht uns eine Sprachnachricht. Die Nummer habe ich euch im Beschrieb zu dieser Folge notiert. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Dann lasst doch eine gute Bewertung in eurer Podcast-App da. Das hilft uns, noch mehr Leute zu erreichen. Wir sagen Danke und Tschüss. Heute waren für euch Martina Koch, Dominik Steiner, Silvia Staub und Rina Telli am Start. Salut zusammen und bis morgen.